Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal vor dem Bundesligaspiel am 33. Spieltag zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Joa, bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, ist für euch völlig kostenlos. Und ihr unterstützt damit, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in den Bums hier. Wieder, wenn ich sehe, den Max da schon sitzen sehe, wieder bestimmt eine Frage zu Lieber gekommen. Dann werden wir die gleiche Floskel hören wie immer. Aber erstmal mal gucken, was sportlich so erzählt wird. Und im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Willkommen zur Medienrunde mit Vincent Kompanie und Max Eberl. Und zahlreich, ihr seid vertreten und alle hier, die uns verfolgen. Bitte schön, los geht's. Die erste Frage. Einmal rüberwechseln schnell zu Mario Krischl für den Kicker. Guten Morgen zusammen. Frage an den Coach. Du hast ja in der Saison immer wieder betont, dass die Vorbereitung auf jedes Spiel gleich ist, völlig unabhängig, ob Barcelona oder was weiß ich, Bratislava. Ändert es jetzt irgendwas, dass ihr Meister seid? Also ist jetzt ein bisschen mehr Lockerheit da oder wie kann man sich diese Woche vorstellen? Ja, also diese Woche war eigentlich genauso wie jede andere Woche. Wir haben uns vorbereitet auf, was für uns ein wichtiges Spiel ist und natürlich stimmt das, dass wir natürlich ein wichtiges Ziel erreicht haben, das stimmt. Aber wir haben ja jedes Spiel diese Saison mit sehr viel Druck gespielt. Also für die letzten 2 Spiele brauchen wir nicht weniger Druck. Und wir machen einfach weiter. Wir wollen noch dieses Spiel gewinnen, weil das ist natürlich... Wollen auch noch den Torrekord holen, oder? Ist doch nochmal dann ein Einstand für einen Winnie. Ja, erste Saison und gleich einen Torrekord geknackt, der seit Ewigkeiten steht. Das letzte Spiel von Thomas Müller in die Allianz Arena, das ist ein Feiertag auch für alle. Und wir wollen einfach die perfekte... Und da muss er den ja auch noch aufstellen, wa? Der Samstag kam in die Allianz Arena und deswegen ist die Vorbereitung wichtig. Wenn die Vorbereitung gut läuft, dann kannst du im Spiel natürlich auch immer genießen und ich hoffe, dass die im Spiel genießen, aber wir haben keine leichte Aufgabe natürlich. Die Gegner werden nicht einfach sein. Dankeschön. Erste Reihe. Christian Kunz für die Deutsche Presseagentur. Eine Frage an beide. Sie haben es gerade schon angesprochen, Thomas Müller Abschied. Wie emotional wird der morgige Tag wohl werden? Gar nicht emotional. Was soll da emotional werden? Was ist das wieder für eine Frage, Alter? Natürlich wird es emotional. Ja, Thomas Müller ist halt ein Urgestein dieses Vereins, Alter. Und wenn der dann aufhört, ist es natürlich emotional. Wahrscheinlich sehr, aber ich weiß nicht, ob es mehr emotional ist für Thomas oder für die Fans und die Leute, die... Thomas wird wahrscheinlich erstmal so richtig realisieren, wenn er erstmal dann irgendwann nicht mehr jeden Tag zur Sebener Straße fährt, wa? Die immer da waren für ihn in seiner Karriere, in sein Leben. Und das sind großartige Momente und ich habe es auch miterlebt und ich kann mich schon vorstellen, was da alles im Kopf ist. Aber ich kenne Thomas auch. Ich glaube, dass es trotzdem noch erstmal für ihn dieses Zeigen, ich will zeigen, wie gut ich bin und dass das bleibt, weil der bleibt ein Kämpfer und dann, glaube ich, am Ende hast du natürlich diese ganzen Emotionen, die, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es für ihn mehr sein wird als für die Fans. Es ist schon eine ganz besondere Beziehung. Ich glaube, es wird hochemotional werden, das, was Winnie gerade gesagt hat. Es wird für alle Beteiligten hochemotional. Man kann sich dann die Zukunft gar nicht vorstellen, wenn Thomas dann nicht mehr im Rot... Naja, du musst es dir ja schon vorstellen können, weil du hast ja den Vertrag nicht verlängert. Weißen Trikot aufläuft, aber das ist jetzt morgen erstmal der Tag, wo, glaube ich, sehr, sehr viel passieren wird. Das wird für alle Beteiligten emotional, für Thomas dann natürlich nochmal speziell, aber wie Winnie gerade sagt, Thomas, wie auch die letzten Tage und Wochen ist da sehr entspannt und klar, man weiß nicht, wie es in ihm aussieht, da gibt Thomas ja auch wenig Einblicke, aber es wird schon ein ganz besonderer Tag in der Geschichte des FC Bayern werden. Dann in der Mitte Felix Roderer für Antenne Bayern. Hallo zusammen, ja, wir haben es gerade gehört, Ja, wird emotional, schreib mal gibt ja auch richtig die ins Mikro. Schalenübergabe und das ist ja immer ein besonderer Moment. Eigentlich gehört die ja dem Captain. Jetzt erstmal die Frage, wie sieht es aus bei Manuel Neuer? Steht er morgen auf dem Platz? Und
Gibt es vielleicht Überlegungen, die Schale abzugeben an jemanden? Also Thomas Müller, das letzte Spiel, oder Harry Kane, die erste Meisterschaft. Hat sich da das Team irgendwie schon Gedanken gemacht? Also die einzige Frage, die ich beantworten kann. Naja, jetzt mal ernsthaft, wer die Schale da jetzt als erster entgegennimmt, ey, ist doch auch wurscht. Ja, das Recht hat nun mal der Kapitän. Der Kapitän ist Manuel Neuer. Bums, da muss man nicht irgendwelche Faxen machen. Ja. Die Schale wandert danach im Kreis, jeder Spieler einmal und dann ist doch auch gut. Also, da muss man jetzt auch nicht überbewerten. Ist, ob Manu Neuer spielt oder nicht morgen, aber wer die Schale erst in die Hand hat oder letzte, das weiß ich gar nicht. Hauptsache ist für mich, dass die Schale bei Bayern ist und bleibt und dann habe ich eigentlich, ja, und vielleicht ist das auch ein Fehler für mich, aber ich habe nur das Spiel geplant. Alles danach weiß ich noch nicht so viel, Ja, ist auch richtig so. Ehrlicherweise. Aber Manu, hoffentlich, wenn alles gut läuft, ist er wieder dabei. Ja. Soll ich was sagen? Ja, müssen Sie ja. Ich glaube, wir sollten der Spontanität auch mal den Raum geben. Es ist nicht immer alles geplant, sondern Dinge passieren dann spontan und das, was Vinny gerade sagt, das Spiel. Und danach werden, glaube ich, Dinge, die auch jetzt nicht immer alle geplant werden sollen, sondern einfach unkontrolliert passieren und das sind meistens die schönsten Momente. Dann ist Gary Howe für Sky an der Reihe, bitte. Frage an den Trainer, welche Note geben Sie Ihrer ersten Saison beim FC Bayern? Und Frage an Max Eberl, weil es die Woche das große Thema war, Leroy Sané, Beraterwechsel. Ich frage ganz offen und ganz kurz und knapp, wird der FC Bayern auch nur 1 Cent mehr an Leroy Sané zahlen? Ja, man kann keine Saison mit einer Note beschreiben, also tue ich das nicht. Kann man schon von außen betrachtet. Doch, man kann Leistung immer benoten. Doch. Vielleicht nicht immer fair, wenn man nicht die Einblicke hat, ja, das stimmt. Aber sich selber benoten würde ich halt auch nicht. Ich würde mich auch niemals selbst benoten wollen. Also, könnte ich auch nicht. Das muss immer ein Außenstehender tun. Ne? Nee, die Noten werden ja von euch vergeben. Ja. Ich weiß nicht, Kicker ist ja wieder da mit Kicker 0. Ja, genau. Stani 3 statt 2,5. Okay, zu viele Gegentore habe ich nachher gelesen. Ja, ist in Ordnung. Aber Jan Sommer, was hat der bekommen für das Spiel? Hat auch 3 Gegentore. Ja, okay, der hat auch viel verdient. Ja, das stimmt. Also Stani nicht. Na, ist egal. Leroy, wir haben zu beiden Agenturen, also zu seiner alten Agentur wie zu seiner neuen Agentur, eine sehr, 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 sehr gute Beziehung. Für uns kam es überraschend, aber ist ja auch nicht meine Aufgabe, weil Leroy möchte vertreten werden und er hat sich entschieden, wie er sich entschieden hat. Und jetzt schaut man einfach, was passiert. Wir haben für uns schon sehr, sehr weit gedacht zu sein. Und wenn jetzt wirklich dann nochmal komplett was anderes kommt, dann wird sich das komisch anfühlen. Aber wir schauen, wir reden miteinander. Unser Wunsch wäre... Alter, wir machen uns so lächerlich als Club, Alter. Wir machen uns so lächerlich, Alter. Wir wollen, dass Leroy bei uns bleibt. Wäre es, mit Leroy weiterzumachen, das haben wir auch kommuniziert. Aber auch haben wir gleichzeitig für uns was festgelegt, wo wir gesagt haben, in dem Rahmen wollen wir uns bewegen. Und wenn der Rahmen halt dann gesprengt werden würde, dann konjunktiv, dann würde es sehr, sehr schwer werden. Aber jetzt warten wir mal ab, was passiert. Aber das ist so ein Trauerspiel, ne? Das ist dasselbe Trauerspiel, wie es bisher bei allen Vertragsverlängerungen war. Statt einfach mal ein Zeichen zu setzen. Ne? Man lässt sich wirklich von jedem einzelnen Spieler vorführen. Grandios. Reihe 1, Stefan Kumberger für Sport 1. Vincent, die Sache mit Leroy Sané, Sie haben ja auch ein intensives Verhältnis mit ihm, kennen ihn schon aus City-Zeiten. Sprechen Sie nochmal mit ihm und überzeugen ihn vom FC Bayern oder nur Sport? Da kriege ich schon wieder einen Kackreiz, wenn ich sowas höre. Das ist dieselbe Scheiße wie beim Kimmich, Alter. Ey, wenn du nur ansatzweise anfangen musst, einen Spieler vom FC Bayern zu überzeugen, ey, dann verpiss dich als Spieler, Alter. Dann verpiss dich einfach. Als wenn ein Spieler das ich meine, wir reden über eine Sache, ich weiß nicht, ob die alle ihrer Fußballromantik da sitzen als Reporter,
als wenn es heute noch ein Spieler interessieren würde. Dieser Spieler spielt bei einem Verein, der jedes Jahr um mindestens 2 Titel spielt. Die Deutsche Meisterschaft, DFB-Pokal. So. Das können in Europa, weiß ich nicht, vielleicht 10 Vereine bieten, dass du jedes Jahr um beide nationalen Titel spielst. Du spielst jedes Jahr, wenn du eine gute Mannschaft hast, einen guten Vibe hast du jederzeit die Möglichkeit, in der Champions League weit zu kommen oder um den Titel zu spielen. So. Wenn du das noch dabei nimmst, dann engt das noch mal ein bisschen ein. Dann bist du vielleicht noch bei 6, 7 Vereinen in Europa. Alles andere, hier, das ist das Einzige, wovon du die Spieler überzeugen musst. Nichts anderes. Ja. Punkt. Sportlich. Es bleibt bei mir immer die Priorität sportlich natürlich. Aber ich glaube, zu jeder Situation gibt es einen Moment, wo ich vielleicht nochmal das Sportliche erkläre für was wir vorhaben, sportlich für die nächste Saison. Aber dieses Gespräch hatten wir schon und das war natürlich ein gutes Gespräch. Und alles andere ist für mich, da bleibe ich ein bisschen raus, weil ich verstehe, dass meine Spieler sich Gedanken macht und die maximale Kohle rausziehen will. Und alles ganz genau. Was kein Vorwurf ist, ja, nicht falsch verstehen. Das ist nur aus meiner Sicht Dingen, was ich nicht gut finde, aber das ist kein Vorwurf. Ja. Wenn man Alphonso Davies 15 Millionen in den Arsch schiebt plus ein Handgeld, dann muss man sich nicht wundern, dass Leroy mindestens dasselbe will. Ja. Und dasselbe wird Opa nächstes Jahr wollen und so weiter und so weiter. Da muss man sich nicht wundern. Ja. Die Büchse der Pandora hat man sich selber eröffnet und die muss man jetzt damit leben. Also kein Vorwurf an Leroy. Ja, auch kein Vorwurf an Leroy jetzt mit dem Beraterwechsel. Alles gut. Ja, dass er natürlich den Verein damit bloßstellt und der Verein dann wieder da sitzt und sagt, ja, ist ein bisschen hart und sitzt auch verwundert, aber ist jetzt eigentlich nicht so wichtig. Wir wollen, dass er bei uns bleibt. Wir werden da in Gespräche gehen. Ja, allein das ist halt wieder so ein Zeichen. Ja, bei uns kann jeder machen, was er will. Ist uns doch am Ende egal. Ja, du hättest als Verein sagen müssen, ja, alles klar, der Vertrag stand. Jetzt einfach den Berater zu wechseln, damit ist der Vertrag hinfällig und wir haben kein Interesse mehr mit Leroy Sané zu verlängern. Das wäre die richtige Antwort gewesen auf so eine Phase. Ja. Dann hätte man ein Zeichen für die Zukunft gesetzt, dass wenn man Gespräche hat, wenn man sich geeinigt hat, dass man dazu zu stehen hat und nichts anderes. Ja. So ist das dasselbe Zeichen wie bei Alphonso Davies. Bei Alphonso Davies ist das Zeichen gewesen, ja alles klar, geh mal ins letzte Vertragsjahr, alles drauf geschissen, scheißegal, kriegst du noch ein Handgeld fürs Verlängern. Ja, der Spieler hat die Macht, ja, und der Verein macht, ja, na klar, mach ruhig, gar kein Problem. Ja, dann tun wir nochmal 2 Mille drauf. Wenn du jetzt einen Pini hast, ist doch kein Problem. Hauptsache, der Spieler bleibt. Es ist eine Katastrophe. Ja, unsere ganze Außendarstellung ist eine absolute Katastrophe. Nochmal, aus Spielersicht, wenn ich sehe, keine Ahnung, bleiben wir bei Leroy. Da ist ein Spieler wie Alphonso Davies, ja, der zum Schluss hin, ja, vor seiner Verletzung hat er 5, 6 gute Spiele gemacht. Davor war die Saison eine Katastrophe. Dieser Spieler wird dahingestellt als Leistungsträger dieser Mannschaft und bekommt 15 bis 20 Millionen im Jahr plus ein Handgeld von mindestens 20 Mille, was er sich eingefahren hat. Dass dann jetzt der Leroy da sitzt und sagt, ja, ich kriege hier 10 plus 5, kein Handgeld, ja, nee. Dann mache ich nicht. Nee, dann suche ich mir jetzt einen anderen Berater. Ey, völlig legitim. Nochmal, hat man sich selber aufgemacht, das Fass. Ja? Die sind alle geldgeil. Die wollen alle das Beste rausholen, was geht. Denen ist der Verein am Ende des Tages scheißegal. Ja, Punkt. So. Und wenn die sehen, da ist ein Durchschnittsspieler wie Alphonso Davies, der kassiert so viel Kohle, und da ist ein Musiala, der so viel Kohle verdient, dann will natürlich auch ein Leroy Sané so viel Kohle verdienen. So, ja, ist sein gutes Recht. So, der Verein muss dann sagen, alles klar, hier, bis hier nicht weiter. Das ist das Angebot, nimm es oder lass es. Ist uns egal. Ja, das wäre eine Aussage. Die Aussage hat Max Eber gerade verpasst. Er hätte sagen können, ja, das ausgehandelte Angebot steht, mehr wird nicht passieren. Entweder nimmt er das an, aber der bessere Take wäre noch gewesen. Ja, wir hatten einen Vertrag ausgehandelt, der war unterschriftsreif. Der Spieler hat uns nicht informiert über irgendwelche Probleme.
hat jetzt einfach den Move gemacht. Das ist ein Affront gegenüber unserem Verein. Und damit wird Leroy Sané den Verein am Ende der Saison verlassen. Das wäre die Aussage gewesen, die man jetzt mal hätte als Statement setzen können. Hat man versäumt, genauso wie damals bei Alphonso Davies, wo man das Statement hätte machen können, zu sagen, hier, das ist das Angebot. Wenn du es nicht annehmen willst, dann gehst du am Ende der Saison. Ist fein für uns. Auch da hat man es versäumt. Man hat sich vom Spieler auf der Nase rumtanzen lassen, hat sich vorführen lassen und man lässt sich jetzt wieder vorführen. Ja. Und auf der anderen Seite nimmt man den normalen Mitarbeitern den Inflationsausgleich weg. Ja, das passt alles so gut zusammen wie das Mir san mir, wofür das steht. Ja. Mir san mir, wenn es um Millionäre geht. Alles andere drauf geschissen, Alter. Genau überlegen will, das gehört einfach dazu. Es ist auch eine wichtige Momentphase in seinem Leben, nicht nur Karriere. Und ich verstehe auch, was man als Verein dann sagt, was man als Verein entscheiden will. Und für mich ist einfach wichtig, dass die sportlich weiter leisten und das hat Leroy gemacht. Und dann ist es für mich auch ganz einfach, ein bisschen abzuwarten, wie alles sich löst. Das hat Leroy gemacht, ja. Hier vorne bitte, yes, please. Ja, Wim Konings voor de Belgische krant Het Nieuwsblad. Proficiat met de titel, Vincent. I will ask it in English so everybody can follow. Well, you're the first Belgian coach to win the Bundesliga. What does this mean for you personally and for Belgian football as a whole? What does it mean? Of course, I'm very, very happy. I'm also grateful because, obviously my story, and I hope it's a good story for a lot of people. My story is in the last 4 seasons. It's loss in the cup final, promoted with 101 points and winning the league in 2nd division in England, which is tough. It's tough. And then relegated from the Premier League to then have the confidence of Bayern Munich and Max, Christoph and many people, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, many people behind the scenes to really feel this confidence. And then have the opportunity to win a trophy in Germany. It's a story with a lot of meaning for me, because I said it many times. I think in my career I was the player with a lot of injuries. At the end, you see the trophies. At the end, you see the accolades. But during my career, it wasn't easy to have a career at all. I had many injuries. So then in my coaching time now, to go through the highs and the lows as well, and then to now have a trophy. So it means a lot. But in the end, I have the feeling more that it's the beginning of something rather than the end. Although it's Bundesliga Meister, it's so important, But I have the feeling it's the beginning of something more than the end. And then for Belgian coaches, I think that ist schön, dass es für ihn eher ein Anfang wie ein Ende ist. So soll es ja auch sein. That there will be a generation of coaches in Belgium that will become more and more international. I think it's a matter of time. You had a whole generation who played for the first time or in mass for the first time abroad. I think I was one of the first ones in that generations. And I think there will be a generation of coaches, Belgian coaches, that will go abroad as well. It's a matter of time. Nebendran, Heiko Niederer für die Bild-Zeitung. Eine Frage an Vincent Kompany. Ich habe die vor 2 Wochen schon gestellt. Da war es noch nicht ganz klar. Jetzt ist es klar, dass die kommen, die Bierduschen. Haben Sie ein bisschen Angst davor und haben Sie sich irgendwie vorbereitet auf die großen Gläser, die da auf Sie zukommen könnten? Und eine Frage noch an Max Eberl. Es gab wieder sehr viel Berichte diese Woche über Florian Wirtz. Können Sie sagen, wie Sie die wahrgenommen haben und wann unterschreibt er denn? Ja, ein Fire ist ein Fire. Also musst du vorbereitet sein auf alles, was auf dich zukommt. Also ich habe null Beschwerden und ich weiß auch nicht genau, was dann passiert, aber lass es alles. Okay, er war Spieler, Alter, was sind das für Fragen? Er weiß doch genau, wie der Hase hoppelt. Kein Problem. Also, wichtig für mich ist nur, dass wir und ich sage es, weil sonst habe ich die ganze Woche für nichts gearbeitet. Also ich will erstmal eine gute Leistung haben für die Mannschaft. Dann lohnen sich die Stunden und dann kann alles passieren, kein Problem.
Entschuldigung, wenn ich das sage, aber die Berichterstattung tatsächlich habe ich jetzt nicht wirklich verfolgt. Tue ich eigentlich weniger, weil ich das mich sonst behindern würde in meiner Arbeit, weil dann doch sehr, sehr viel geschrieben wird um Bayern München, über Bayern München, was alles passiert oder nicht passiert, was zu tun ist, was nicht zu tun ist. Das Thema, glaube ich, schwelt jetzt schon die ganze Zeit und ich weiß, jetzt beginnt die 3. Saison. Das ist die Transferperiode und ich weiß, dass wir ganz häufig hier sitzen werden und ganz viele Fragen gestellt bekommen, was ist mit dem Spieler, was ist mit dem Verkauf, was ist mit dem Einkauf, wie sieht das aus? Und es tut mir leid, dass ich da etwas defensiver bin, aber was dann diese 3. Saison betrifft, da werden wir unsere Aufgaben machen. Wir haben Ideen, wir haben Gedanken, schauen, was wir umsetzen können, was zu realisieren ist und dann wird man sehen, wie dann der Kader bei der Club-WM aussieht, wie der Kader dann in der neuen Saison aussieht. Und dann gibt es die nächste Frage, wie die Note der Transferperiode war. Und dann schauen wir mal, wie wir dann stehen. Ja, sollten wir vielleicht noch die Note für Vertragsverlängerung einführen. Dann ist das auf jeden Fall eine 6 bisher. Nächstes Manuel Bonke für Merkur und TZ. Hallo, guten Morgen. Herr Eberl, nochmal an Leroy Sané angeschlossen eine Frage. Wenn wir richtig informiert waren, war ja der Vertrag so weit wie möglich durch. Es hat nur noch die Unterschrift gefehlt. Dann kommt so eine Nachricht. Was geht da in Ihnen auch vor, wenn es auf einmal heißt, kurz vor knapp, Sie haben schon viel erlebt wahrscheinlich, aber dann ist der Beraterwechsel und verhandeln Sie jetzt eigentlich direkt mit Pini Zahavi? Wird mit ihm gesprochen oder gibt es auch ein paar Statthalter in Anführungszeichen? Wie ist denn da der Stand? Deswegen sage ich ja immer, wenn man dann so spricht über Verträge, ist der Transfer jetzt durch, ist die Verlängerung durch und ich sage ja an der Stelle ab und zu, okay, bis die Unterschrift trocken ist, ich meine, das habe ich sogar in der Runde 2-3 Mal gesagt, kann man gar nichts sagen. Und genauso ist es. Wie gesagt, es gibt die Partei Leroy mit seiner alten Agentur, jetzt mit seiner neuen Agentur. Wie da der Austausch ist, sind wir nicht dabei. Wir reden mit einer Partei. Wir haben eine klare Vorstellung. Wir haben gedacht, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und dann gibt es... Das muss doch schon reichen, Alter. Das muss doch schon reichen. Ja? Nochmal, wenn du als Verein denkst, oh, man ist auf einem sehr, sehr guten Weg und dann sagt der Spieler, nee, so, erstmal jetzt Beraterwechsel, ne? Wir sind nämlich auf keinem guten Weg. Ey, wie viele Zeichen brauchst du, um als Verein ein Statement zu setzen und sagen, alles gut, dann lassen wir es sein. Ja? Wir lassen uns nicht so auf die Nase rumtanzen. ist halt das Gefühl vom Spieler, dass er sagt, okay, ich möchte eine andere Beratung haben. Warum auch immer, das steht mir nicht zu. Und da muss man ein Stück weit da eben jetzt neu sich einstellen. Und natürlich reden wir mit Pini, wir reden mit seiner Agentur. Gibt ja immer nicht nur einen Menschen mittlerweile, sondern mehrere, die Spieler dann begleiten, weil sie der Agentur angehören. Und dann wird man sehen. Aber von meiner Seite gibt es kein böses Blut. Das, was Winnie gerade gesagt hat, Spieler sind frei in ihrer Entscheidung, sind frei in der Wahl ihrer Beratung. Ja, das ist auch richtig. Aber der Verein doch auch, Alter. Du bist doch auch frei. Du bist doch nicht verpflichtet, jetzt mit dem Leroy da rumzuhocken, nur weil der Vertrag ausläuft. Du bist doch genauso frei. Dann sag doch alles gut, Leroy. Nee, Feierabend, tschüssi, geh nach England, geh nach was weiß ich wohin. Let's go, wir trennen uns. Ja? Du bist doch genauso frei. Natürlich, habe ich ja schon gesagt, kein Vorwurf. Wenn der Leroy das meint, wenn er meint, der letzte Berater hat nicht das Maximale rausgeholt, betritt nicht ordentlich meine Interessen, ja, alles fein. Ja. Aber es ist nun mal ein Schlag in die Fresse in Richtung Verein, Alter. So, Feierabend. Und da muss der Verein mal ein klares Statement setzen. Für die Zukunft, ja. Es geht jetzt doch nicht mal um die Personalie Leroy Sané alleine. Du musst doch mal ein Signal jetzt setzen, dass man sich nicht weiterhin von den Spielern auf der Nase rumtanzen lässt. Angefangen war es mit dem Alaba damals. Ja? Oh ja, ich muss jetzt, oh nee, das reicht mir jetzt nicht. Nee, ach komm, dann nehme ich jetzt den Zahavi, weil der hat beim Levi hat er den Verein ausbluten, das ist der richtige Mann, den nehme ich jetzt. Ja. So. Mittlerweile sitzen die in der PK. Klares Statement, du hast zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, man sagt, ey, das Angebot stand, das werden wir nicht ändern, entweder nimmt Leroy das an oder halt nicht. Möglichkeit 2, du sagst, ja, alles klar, das ist ein Affront in den Verein, mitten da kurz vor Vertragsabschluss den Berater zu wechseln, da lassen wir uns nicht bieten, das war's. Ja. Aber nein, wir machen wieder den Pudler- und Arschkriecher-Move. Ja, gar kein Problem, völlig legitim, soll er doch machen. Kein Problem für uns. Wir verhandeln dann jetzt mit der Agentur. Und fühlen sich dann vielleicht bei der einen Person wohler als bei der anderen oder was auch immer da passiert ist.
Und wir versuchen einfach zu reden. Wir sind da sehr klar, wir waren von Anfang an sehr klar. Wir glauben, dass wir da sehr fair miteinander auch umgegangen sind. Und deswegen, es gibt auch kein böses Blut Leroy gegenüber. Wenn er das Gefühl hat, die Entscheidung so zu fällen, dann ist das so. Seine Leistungen in den letzten Wochen und Monaten, finde ich, waren sehr, 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 sehr ansprechend, sehr, sehr gut. Er hat gezeigt, er hat sich auch für Bayern committed. Und jetzt muss man schauen, ob man dann weiterkommt. Aber das ist auch natürlich klar, wenn jetzt ein Beraterwechsel in der Phase ist, dass jetzt Bayern München nicht sagt, okay, jetzt wird aber nochmal, das wäre nicht in Ordnung und das wäre auch kein Zeichen für alle anderen, sonst macht das ja Mode. Das ist es nicht. Ja, Halleluja, er spricht es wenigstens mal an jetzt. Mein Take, den ich die ganze Zeit sage. Wilde Nummer. Ey, Halleluja, dass er wenigstens noch so ein bisschen die Kurve kriegt. So ein bisschen, ja. Und das wenigstens mal anspricht. Wie gesagt, mir fehlt die klare Aussage. Immer noch. Aber ja, wir können noch mal ein paar... Wäre nicht in Ordnung und das wäre auch kein Zeichen. Und jetzt muss man schauen, ob man dann weiterkommt. Aber das ist auch natürlich klar, wenn jetzt ein Beraterwechsel in der Phase ist, dass jetzt Bayern München nicht sagt, okay, jetzt wird aber nochmal, das wäre nicht in Ordnung und das wäre auch kein Zeichen für alle anderen, sonst macht das ja Mode. Das ist es nicht. Wir haben für uns bewertet, wie wir Leroy sehen wollen würden in Zukunft. Und jetzt liegt es ein Stück weit an ihm, dann auch das zu machen oder nicht. Wir hoffen es, ganz ehrlich, wir hoffen es, dass er es macht. Und wenn nicht, dann geht es auch da wieder weiter. Okay, also wenn ich die Aussage jetzt interpretiere, mal sein ganzes vorher rumgestammelt weggelassen, dann hört sich das ja schon so an, so, erstmal hört man ja ganz klar raus, dass ein Vertrag unterschriftsreif war. Ja, sonst hätte er den Take jetzt nicht gebracht. Ja. Und er hat sich ja jetzt doch da schon zu hinreißen lassen, wenn auch mit smootheren Worten, wie meine, zu sagen, das ist das Angebot, nimm es an oder lass es. Es ist uns egal, ob du den Berater gewechselt hast. Ja, es wird nicht mehr erhöht. Ja. Ich hoffe, diesen Worten, die man jetzt indirekt sagt, lässt man dann auch Taten folgen. Ja, und gut ist. Ja, weil wie er sagt, das ist ja, was ich die ganze Zeit sage, was ja auch das Thema bei Fonzie Davis ist. Oder war. Welches Zeichen setzt du nach außen, Alter? Ja, du setzt nach außen, ja, gar kein Problem, wechsel ruhig den Berater, dann gehen wir nochmal rein in neue Verhandlungen und ja, dann nimmst du irgendwie so einen knallharten, wo du weißt, der holt noch ein bisschen mehr raus, dann legen wir noch ein bisschen was drauf. Nee, ganz genau wie er es sagt, was ist das für ein Zeichen? Ja. Und das ist richtig so. Wenn du wirklich von ihm überzeugt bist, was ich persönlich nicht bin, aber wenn die das sind und sagen, jo, alles klar, sportlich ist eine Bereicherung und der hat jetzt ein Angebot da liegen, ja, dann ist es so. Dann muss der Move kommen, den er gerade gesagt hat. Das ist das Angebot, nimm es an oder lass es sein. Ja. Punkt. So, aber vielleicht hat man das auch klar kommuniziert. Ja, vielleicht hat man das klar kommuniziert an den Berater, den Leroy hatte. Der ist dann zu seinem Klienten gedackelt, hat gesagt, Leroy, hier, das ist das Angebot. Mehr ist nicht drin, mehr ist der FC Bayern nicht bereit. Und Leroy dann so, ja, was hast du denn sonst so? Wo kann ich denn noch ein bisschen mehr Kohle verdienen? Leroy, ich habe sonst keine Angebote für dich. So. Und dann hat der Leroy gesagt, alles klärchen, pass mal auf, dann hau mal rein, dann hole ich mir den Pini oder die Agentur vom Pini und dann gucke ich mal, ob der mir ein paar Angebote organisieren kann. So, ja. Das kann ja auch der Beweggrund sein. Wichtige Aussage, ich mach's noch mal rein. Sehr gut, er hat gezeigt, er hat sich auch für Bayern committed. Und jetzt muss man schauen, ob man dann weiterkommt. Aber das ist auch natürlich klar, wenn jetzt ein Beraterwechsel in der Phase ist, dass jetzt Bayern München nicht sagt, okay, jetzt wird aber nochmal, das wäre nicht in Ordnung und das wäre auch kein Zeichen für alle anderen, sonst macht das ja Mode. Das ist es nicht. Wir haben für uns bewertet, wie wir... Okay. Ich habe noch wieder ein bisschen Resthoffnung beim Eberl. Die war schon ganz weg nach dieser ganzen Causa. Ja? Auch der Causa Davis. Ich hoffe, er bleibt jetzt standhaft, aber ich denke, ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar von Eberl ist, ich denke auch der Aufsichtsrat, die sind eh keine Sané-Fans, ne? Sind wir ehrlich. Wenn, dann ist es der Trainer, der Sportdirektor, weil mit dem Trainer eng. Ich glaube, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und so weiter, die sehen Leroy eh kritisch. Wahrscheinlich kriegt er da eh von oben die Ansage, pass mal auf, das ist das, was geht, mehr ist nicht drin. Aber, wie gesagt, die Worte waren wichtig. Wichtig und richtig. Leroy sehen wollen würden in Zukunft. Und jetzt liegt es ein Stück weit an ihm, dann auch das
zu machen oder nicht. Wir hoffen es, ganz ehrlich, wir hoffen es, dass er es macht. Ich nicht. Und wenn nicht, dann geht es auch da. Ich hoffe, die Agentur von Pini findet irgendwie 1, 2 Angebote, wo er besser dasteht. Da wieder weiter. Nikolaus Linner für die Bild an der Reihe. Servus zusammen. Frage an Coach. Sie hatten in der Saison regelmäßig junge Talente vom Campus auch im Spieltagskader. Jetzt ist es so, dass die am Samstag sowohl die U17 als auch die U19 ganz wichtige Spiele in ihrer Meisterschaft haben. Wie ist denn da Ihr Plan jetzt? Wäre gegen Gladbach eine Möglichkeit, mal 1, 2 von den jungen Talenten zu testen? Oder sagen Sie, nee, das ist wichtiger, dass Sie da in Ihrer Meisterschaft quasi Ihrer Mannschaft helfen? Ja, also das ist ein Thema, das wir sehr, sehr oft besprechen mit Max, mit Christoph und gemeinsam, was das Beste ist für die Entwicklung von diesen Jungs. Und klar, wenn ein Moment ist, dann ist es vielleicht jetzt, aber es ist auch eine Priorität, glaube ich, für die Vereine, dass die Jungs auch Titel gewinnen und das ist auch gut für Campus. Also ich habe es auch ein bisschen früher in der Woche gesagt, wir haben jetzt die Titel gewonnen mit den Frauen und die Pokal auch und jetzt die Titel mit den Männern und es wäre auch gut, wenn Campus die Titel holt. Also wir werden das unterstützen, glaube ich, und für der eine oder der andere Junge heißt das vielleicht, dass die noch ein bisschen warten müssen für die erste. Ja, finde ich aber auch gut. Ja, da gehe ich 100% mit. Man hat die ganze Saison darauf geschissen, irgendwelche Jugendspieler einzubauen. Da muss man nicht jetzt sagen, wo die Titel verteilt werden. Ja, alles klar, ich ziehe die raus, damit sie gegen Gladbach auf der Bank sitzen, mir nicht eingewechselt. Nee, dann sieh lieber zu, dass du die Titel in der Jugend gewinnst. Ja, klar, in der Jugend geht es nicht unbedingt um Titel. Ja, trotzdem ist es natürlich schön, wenn du sagst, ey, meine U17, U19 sind deutscher Meister geworden. Da sieht man mal, was wir für eine gute Jugendarbeit leisten. Finde ich schon okay, finde ich wichtig. Wie gesagt, willst du auf Talente setzen, hast du immer noch die Club-WM. So, da kannst du die gerne mitnehmen und auch Einsatzzeit geben, wenn du das meinst. Ja. Ich denke, das ist wichtiger, ja. Einsatz im Profibereich, aber trotzdem, wenn die Titel holen, ist es das wert. Ja, sehe ich genauso. Wir haben noch 5 Fragen, bitte. Christian Kunz wieder. 5 noch? Jetzt fangen wir schon bei 5. Eine Frage an Herrn Eberl. Sie haben eben den Kader der Club-WM angesprochen. Parallel findet eine U21-EM statt. Und es gibt, wenn man die Leihspieler und Neuzugang dazu zählt, so eine Handvoll Bayern-Kandidaten. Ist es ausgeschlossen, dass einer zur U21 fährt oder gibt es da auch Möglichkeiten? Wie soll er das denn beantworten? Hat er die Frage jetzt an Company gestellt oder was? Dann stell die doch an Max. Ist nicht ausgeschlossen. Also wir reden da mit Toni Di Salvo über den Kader. Natürlich möchte er seinen U21-Kader bauen, er möchte Europameister werden. Wir wollen die Club-WM spielen. Wir haben ja auch ein paar Verletzte, mit denen wir dann zur Club-WM fahren, die gerade aus Verletzungen kommen oder vielleicht gar nicht zur Verfügung stehen. Da ist tatsächlich sehr, sehr viel Kommunikation gerade und wir versuchen einfach für alle Beteiligten das Beste zu finden. Natürlich denke ich an Bayern München und trotzdem muss man eben schauen, was auch die U21-Europameisterschaftsmannschaft betrifft. Also viel Kommunikation, aber ausgeschlossen ist es nicht. Dann die Dame in der letzten Reihe, bitte. Guten Morgen, Hartenberger Marie von Sat.1 Bayern. Eine Frage an den Herrn Eberl. Und zwar hat es einen bayerischen Hilferuf gegeben von Sportverein Bayreuth. Bayreuth, ja. Also wollte ich einen Hilferuf für ein Benefizspiel von Bayreuth, weil sie ja in finanziellen Schwierigkeiten stecken. Und ich wollte fragen, wie der FC Bayern generell dazu steht und wie gut oder auch schlecht die Chancen sind, dass die Hilfe geboten wird. Ich habe von dem Hilferuf noch nichts gehört, höre es jetzt zum ersten Mal. Ich glaube, aus der Historie raus ist Bayern München immer ein Verein gewesen, der Vereinen hilft und Unterstützung gewährt, wenn nötig und auch wenn möglich. Richtig. Nur früher war der Kalender nicht so zu. Ja, wie gesagt, du hast, ich meine, was heißt zum Glück, aber wir spielen kein DFB-Pokalfinale, wir spielen kein Champions League-Finale, das heißt, wir haben vom letzten Spieltag bis zum Anfang der Club-WM 4 Wochen. Nach der Club-WM hast du 3 Wochen bis Bundesliga-Start, wenn du weit kommst bei der Club-WM, was ja schon das Ziel ist. Also von daher, ja, ist natürlich schwierig, wa? Und ob dann so ein Freundschaftsspiel, wo der FC Bayern da mit einer B11 aufläuft oder mehr mit der zweiten Mannschaft wie der ersten Mannschaft dann irgendwie hilft, weiß ich nicht. Ich denke, wenn es irgendwie reinpasst, wenn man noch ein Vorbereitungsspiel haben will oder sowas gegen einen Viertligisten, dann wird man das wahrscheinlich machen. Klar, warum nicht?
Ja, aber wir gucken mal, was Max sagt. Jetzt weiß ich nicht, wie das genau aussehen kann, wie das möglich ist. Wie gesagt, ich habe von dem Hilferuf hier bei uns noch nichts gehört. Wenn Hilferuf wäre, dann werden wir uns auf jeden Fall damit beschäftigen und schauen, wie wir dann damit umgehen können. Wir haben oft genug über Terminkalender gesprochen, über Dichte, die wir haben. Ist nicht ganz so einfach, wenn es so wäre. Aber dass Bayern München hilft und gerade in Person von Uli Hoeneß ja immer wieder gelebt und gezeigt hat, das kennt man. Und diesen Weg würde ich weitergehen. Wenn wir helfen können, versuchen wir auch zu helfen. Nochmal in der letzten Reihe bitte, ja. Marius Epp von Absolut Fußball und Homo Sports. Hallo, Frage an Herrn Eberl. Wenn Sie jetzt auf die Saison zurückblicken, ein Titel ist es jetzt, ein weiterer kann es mit der Club-WM noch werden. Wie zufrieden sind Sie? Der Trainer wollte keine Noten geben. Wie zufrieden sind Sie und wie zufrieden sind Sie auch mit Ihrer persönlichen Arbeit, die ja im ersten Jahr jetzt vielleicht auch nicht ganz einfach war? Also was meine persönliche Arbeit betrifft, würde ich euch den freien... Ja, Chrisse. Für Vertragsverlängerung auf jeden Fall Note 6. Ja, absolute Farce, absolute Katastrophe, wie viel Kohle man da rausgeballert hat. Spielerverkäufe, Note 6, nichts passiert. Aussagen getätigt, Versprechungen gemacht, wie, ja, wir wollen die Zukunft auf die Jugend setzen, Alphonso Davies, ja, das ist das Angebot, höher gehen wir nicht. Note 6. Hat man nichts von eingehalten. Jugendspieler hat man alle weggeschickt. Alphonso Davies hat man sich auf der Nase rumtanzen lassen, zu horrenden Bedingungen verlängert. Neuverpflichtung Michael Olise, Note 1. Ja. Urbich, Note 1. Genau der richtige Move zur richtigen Zeit. Kleines Geld von Köln geholt. Perfekt, ja. Palhinha. Schlecht besprochen mit dem Coach oder was, weiß ich nicht. Kann man aber vielleicht auch nicht Max Eberl anheften. Die Palhinha-Geschichte. Ja. Kommen wir summarum, wenn wir 4 Minuten nehmen, 6, 6, 6, 1. Ja. Raum lassen, so wie es immer war, von Woche zu Woche, was meine Arbeit betrifft. Was die Saison betrifft, finde ich, dass das momentan noch ein Stück weit zu normal gesehen wird. Bayern München hat vor 2 Jahren die Meisterschaft geholt beim 1. FC Köln, wo wir eigentlich mit viel Glück mehr davon profitiert haben, dass es Dortmund verspielt hat. Ja, wir waren in der letzten Saison chancenlos gegen Bayer Leverkusen und übrigens auch gegen VfB Stuttgart. Wir sind Dritter geworden. Haben eine Saison gehabt, wo wir wirklich nicht den Ansprüchen gerecht geworden sind, die Bayern München eigentlich hat. Ja. Und dass diese Selbstverständlichkeit, dass Bayern Meister werden muss eigentlich, auch immer vorherrscht, das ist auch da. Also mit dieser Vorgabe sind wir in diese Saison gegangen und wir haben eine Saison gespielt in der Bundesliga. Wir sind seit dem 3. Spieltag ununterbrochen Tabellenführer gewesen. Wir haben uns diese Situation im 3. Spieltag erarbeitet und seitdem nicht mehr abgegeben. Und das in einer Art und Weise auch, wie ich es wahrnehme, sehr verdient, sehr konstant, sehr stabil, obwohl wir auch Rückschläge hatten. Wir hatten Champions Ja, gehe ich 100% mit, was er sagt. Spiele, wo man nachher sagen musste, oh, was passiert jetzt mit Bayern, wie ist der neue Weg, den sie eingeschlagen haben. Und immer wieder hat Bayern München reagiert, immer wieder hat die Mannschaft mit dem Trainerstab reagiert. Dementsprechend ist es für mich ein großer Schritt, eine Meisterschaft, die, und das sieht man bei anderen großen Vereinen in Europa, die mal gesagt haben, wir sind mal nicht Meister geworden, aber nächstes Jahr sind wir wieder da. Die sind teilweise seit 10 Jahren nicht mehr da gewesen. Und das ist eben das, wo ich sage, Leverkusen, ein sehr starker Konkurrent, fast die identische Mannschaft wie letztes Jahr, haben wir dieses Jahr distanziert. Dementsprechend ist das für mich schon eine besondere Meisterschaft, eine wichtige Meisterschaft, wieder die Schale nach München zu holen, Selbstverständnis zu haben. Das ist auch richtig, was er sagt. Das war eine sehr, sehr wichtige Meisterschaft, ja. Aber Selbstverständnis, wollte ich schon Englisch sagen, aber Selbstverständnis zu haben, heißt auch immer wieder Druck. In jedem Spiel, jedes Spiel wussten wir, wenn wir da irgendwie nicht gut sind, dann werden genau diese Fragen kommen. Dementsprechend für mich die Meisterschaft sehr, sehr wichtig und ein großer Erfolg. Wenn man jetzt sieht, wie im Champions-League-Finale steht mit PSG, die haben wir geschlagen. Ach, fang nicht diese Scheiße an, Max, Alter. Dann krieg ich's Kotzen, Alter. Sorry. Fang nicht damit an, Alter. Ja, die haben wir geschlagen, die sind jetzt im Finale. Ja, komm, hör auf. Jetzt kommt der Tick. Inter wäre nur ein Tor. Jemand, der sagen würde, der PSG war nur zu 10 die letzten 30 Minuten. Das stimmt, trotzdem haben wir sie geschlagen. Wir sind gegen Inter Mailand haben wir auf Augenhöhe gespielt. Die sind jetzt beide übrigens im Finale. Dementsprechend, es fehlt uns noch ein Tick, aber der Tick ist nicht unmöglich. Und im Pokal haben wir gegen Bayer Leverkusen dann aber in Unterzahl fast 70, 80 Minuten gespielt. Und Na, da hat er ja auch recht, habe ich ja auch gemacht, den Take, ne? Das sehe ich 1:1 genauso. Ich fand es ein bisschen wild, da jetzt auf diese PSG-Geschichte rumzureiten. Aber nochmal, wir haben eine super gute Bundesliga-Saison gespielt.
Wir müssen mal gucken, und das ist ja auch, was er nicht ganz so deutlich ausgedrückt hat, wir müssen mal gucken, wo wir herkommen, die letzten 2, 3 Jahre. Ja? Ihr wisst das. Wenn ihr so lange auf meinem Kanal seid, wisst ihr, wo wir herkommen, sportlich gesehen. Und auch von dem, sich die Spiele anzuschauen. Ja, sich unsere Spiele anzuschauen. Ja, man gewöhnt sich wieder schnell daran. Die Hinrunde war so gut, fußballerisch. Jetzt hat sie in der Rückrunde wieder ein bisschen abgenommen. Ja, aber da hat man sich gleich wieder daran gewöhnt, an dieses hohe Maß, dass wir guten Fußball sehen. Da vergisst man vielleicht mal so den Fußball, den wir letzte Saison gesehen haben. Ja, also. Und nochmal, dass eine Mannschaft auf dem Feld steht, eine Mannschaft. Ja, das hatten wir nie geschafft. Champions League, ja, Leute, uns ist der Spielmacher weggebrochen mit Musiala, uns ist der defensivstärkste Innenverteidiger weggebrochen mit dem Upamecano, der zu dieser Zeit eine gute Form hatte. Uns sind 2 linke Verteidiger weggebrochen mit Davis und Ito. Das darf man halt auch nicht vergessen, ja. Und dann spielen wir Champions League, Viertelfinale, Alter. Das ist Fußball auf hohem Niveau. So, da ist es halt schwer, wenn die 3 Stammspieler wegbrechen, die dann 1:1 zu ersetzen. Und dafür haben wir es sehr, sehr gut gemacht. Wir sind wegen einem Tor ausgeschieden. Ja. Wir waren in keinem Spiel chancenlos. Ja. Also, ja, das war ordentlich, aber wir hatten in der Champions League viele, viele schlechte Spiele. Ja, wenn man die Champions League-Saison alleine nimmt, haben wir keine gute Champions League-Saison gespielt. Das muss man auch sagen. Und Pokal gehe ich mit, das war maximal unglücklich. Ja, wir waren die bessere Mannschaft, auch zu 10 gegen Leverkusen. Also, wir haben eine gute Saison gespielt. Ja, wir können über Sachen diskutieren wie Jugendarbeit und so weiter. Spieler auf falschen Positionen, nur ein Spielstil und so weiter. Darüber kann man mit Sicherheit diskutieren. Aber ansonsten haben wir eine gute Saison gespielt. Haben Bayer Leverkusen in meiner Wahrnehmung, wenn ich mich das Spiel richtig erinnere, dominiert und hätten eigentlich weiterkommen müssen. Auch, ja. Das ist die ganz objektive Geschichte dieser Saison. Dementsprechend für mich eine Saison, die sehr wichtig war. Mit neuer Trainer, neue. Das ist ja auch, was ich sage. Mal gucken, ob er Finale darum noch anspricht. Führung, ein Stück weit die Mannschaft, relativ identisch. Trotzdem ein ganz anderer Spirit, ganz anderer Weg. Sehr, sehr guter Schritt und wir haben Hunger für mehr. Ja, sehe ich genauso. Ja, und da hört man auch, das, was so ein bisschen auch mein Take ist, worunter diese Saison steht. Ich glaube, Kompanie hat noch nicht so viel Neues versucht. Ja. Es war erstmal wichtig, eine Mannschaft zu formen, eine Mannschaft zu stabilisieren, die Meisterschaft einzutüten. Im Idealfall natürlich ins Finale da rumzukommen, was die große Überschrift war über alles. Und dadurch hat man wahrscheinlich auf manche Experimente verzichtet. Aber nochmal sportlich, es gibt wenig. Ja, wir können uns einzelne Spiele rauspicken. Wir können die Rückrunde ein bisschen kritisieren, weil da so ein Leistungsabfall war. Haben wir aber immer. Nee, also da gehe ich bei allem mit, was Max sagt. Das war jetzt ein bisschen länger, Entschuldigung. Eigentlich ein schönes Schlussplädoyer, aber noch 3-mal in Reihe 1, bitte, Stefan Kumberger. Vincent, der HSV kann aufsteigen an diesem Wochenende. Verfolgen Sie den HSV noch und freuen Sie sich vielleicht schon auf die Auswärtsfahrt nach Hamburg in der kommenden Saison? Ja, klar verfolgen wir die HSV noch und also ich persönlich drücke dir auch die Daumen und also ich fühle mich wohl und ich liebe München, aber Hamburg war auch eine tolle Stadt und für mich ist es einfach so, dass ich gerne 2-mal nach Hamburg fliege nächste Saison. Und es war toll in St. Pauli. Und wenn jetzt HSV und St. Pauli in die Bundesliga zusammen sind, dann würde ich mich freuen. Ja. Einmal Belgien noch, ja, please. So, do you think that this title with a big team as Bayern changed your standing as a coach? I don't care about it. I really don't. And the reason why is I don't know. I guess I'll explain it one more time. I'm sorry, it's a simple question and my answer is going to be just slightly longer, but it just helps you not ask some questions in the future, you know. Yeah, no, but the reason being is very simple. I said it. You guys don't know my story, not all of you, but you know, when I was 17, 18, I got the typical push from a young superstar. You know, I was one of the biggest talents in Europe and everything else, and then I had injuries, back injury, shoulder injury,
Achilles tendon, and so I had also everything that the media does so well, which is put you up and then put you down. And I was lucky to experience it when I was very young. So I had it from between 16 and 21. I experienced the entire roller coaster. So very soon I felt I was on my own. So then after I came back through the back door a little bit at Man City, and in the end it was successful. And even at Man City there was times where it wasn't so easy because of my injuries, and at the end I was successful again. And as a coach, starting with Anderlecht was not easy, but at the end things went well. So my whole story is sort of keep going. That's a little bit the story of everything. And to come to the answer is, I learned when I was a player to focus on myself and my surroundings and nothing outside, because the outside talks after. They never know what you're going to do tomorrow, you know. Ja, hat er vollkommen recht. Also erstmal, er hat erzählt, ja, auf und ab in seiner Karriere, viele Verletzungen gehabt, der wurde gehypt, wurde wieder runtergeschrieben, Man City dann gekommen, schlechter Start, viele Verletzungen, am Ende doch gut geworden. Dasselbe jetzt als Trainer, und er sagt gerade, dass er nicht darauf hört, was von außen kommt, weil die das auch immer erst nur danach machen. Ist ja genauso wie wir klugscheißen alle, ja, wir sagen nach dem Spiel, warum hast du den da hingestellt, war eine katastrophale Leistung. Im Nachgang können wir immer alle klugscheißen, ja. Wir hören mal weiter. They try to predict, but in the end, I control my performance with my mindset. That's when I was a player. Now, as a coach, my priority is different. I cannot perform myself, so I can't solve it with a goal or something like that. So I depend on a group of players. And my total and entire focus is how the group lives. If the group is happy, lives, performs, wins, and they celebrate, then I'm happy as a coach. How everybody else sees me, it's not important to me. You know, just the group. If they are doing well, they're happy. Ja, hat er auch recht. Also er sagt, er stellt gerade das Team in den Vordergrund natürlich. Er sagt, das ist wichtig. Also er kann jetzt keinen Einfluss mehr nehmen. Als Spieler konnte er Einfluss nehmen, konnte noch ein Tor schießen, sonst was. Da hat er nur auf sich geachtet. Jetzt ist es natürlich anders als Trainer. Ihn interessiert nur, dass die Gruppe glücklich ist. Dass die Gruppe glücklich ist, zufrieden ist, erfolgreich ist. Und das sieht man diese Saison. Ja? Ihn interessiert nicht, was irgendwas von außen gesagt wird. So. Die Meinung interessieren ihn nicht. Und das ist richtig. Ja? Wir können alle unsere Meinung haben. Haben wir ja auch über Conny Dahlmann als Rechtsverteidiger, dass wir sagen, das ist eine Farce. Am Ende des Tages sind wir souverän Meister geworden. Ja? Also, so. Ja. Vollkommen richtig, und das sieht man auch diese Saison. Ja? Das sieht man, dass es wieder ein Team ist. Und ja, da ist natürlich die Jugendarbeit auf der Strecke geblieben. And it doesn't mean I'm always nice to them. It doesn't mean I'm always saying well done. But it's just living together and saying, hey, sometimes you think you're this good because the outside world is saying you're this good, but you're not. So just, you know, these are the steps you have to do to achieve your goals. And then at times people, like this season, how many times did we broke down the players and then we said, Leroy can't do it anymore, and then why are we not giving a new contract to Leroy, and Serge Gnabry is finished, and then Serge Gnabry is doing well, and that's fine, so that's no problem, it's part of the game. But in the background you have people who are there and saying, like, I know you're a good player, and I know that if you perform at your best, so let's find a way together. That's what I live for. Everything else, I don't know, you know, but in the end I can. Ja, auch das hat er aber vielen Spielern geschafft, ne? Dass er sagt, dass er dafür sorgen muss, dass jeder Spieler das Beste aus sich rausholt. Ja? Beim Libo und Serge, ja, sehe ich das kritisch, ja, aber das ist halt einfach das Beste, was diese Spieler können. Ja? So, das muss man mal sagen, ja. Wenn wir allein an Opa Ominje denken, Anfang der Saison, Katastrophe. Denk an Kingsley Coman. Denk an Sané, ja, das war noch mehr Katastrophe, wie es jetzt ist. Denk an Alphonso Davies, das war am Anfang der Saison Katastrophe, diese Leistung. Ja. Und er hat die Spieler dahin gebracht, wieder, dass sie ihre Top-Leistung abrufen. Tuchel hat genau das Gegenteil geschafft, er hat fast durchgehend jeden Spieler schlechter gemacht. Und er macht genau das Gegenteil. Ja. Und ja, das ist seine Aufgabe, und das hat er geschafft. Ja. Tell you
the reason why I put in so many hours of work this week, although we've just won the league, is because I don't want anyone else to think in Germany that we are resting. That's the truth. I want to prepare for the next one, and I want to continue, and therefore. But first, we have to celebrate because it's an important title. I know that, but it's still in the back of my mind, so that's why. Ja, und das ist der Grund, warum er so gut passt. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Wenn er es dann jetzt noch hinkriegt und das, was er gerade sagt, aber das ist nicht seine Verantwortung. Ja. Dass wir es hinkriegen, halt diese satten Spieler, die er trotzdem wieder auf ein gutes Level gebracht hat, auszusortieren, junge, hungrige Spieler reinzubringen, wo er dann auch das Beste rausholt, wo er die Spieler entwickelt, dann ist er 1+ mit Sternchen. Ja, das ist natürlich nicht seine Aufgabe, das ist Max Eberls Aufgabe, zu sehen, dass so Leute wie Coman, Gnabry, Sané, Goretzka, dass die aussortiert werden und wenn man die Verträge halt auslaufen lässt, fertig, Feierabend. Und dass in diesem Kader Platz ist für junge Spieler, wovon wir genug haben, genug, die großes Talent haben. Ja? Und dann kann er halt zeigen. Bei Tell hat das gezeigt, dass er es nicht kann. Ja, das muss man auch mal sagen. Tell hat eine katastrophale Entwicklung unter Kompanie gehabt. So, da ist jetzt die Frage, woran lag es? Lag es daran, dass man den Alten vertraut hat? Oder keine Ahnung, ja. Also das gilt es noch zu beweisen, ja, dass er das kann. Dann wären wir auf einem guten Weg, ja. Aber das wird die kommende Saison zeigen. Ne? Letzte Frage, bitte, Herr. Wir haben sehr viel über Thomas Müller gesprochen, aber eine Frage fehlt noch. Spielt er denn jetzt morgen oder nicht? Ich weiß, Sie wollen das sowas normalerweise nicht beantworten, aber vielleicht in dem Fall mal einen kleinen Hinweis geben. Ich will dieses Konsistenz behalten, wo ich gesagt habe, immer, aber ich... Klar spielt Thomas Müller morgen, Leute. Was ist los? Muss ich alles auf verletzt. Müller läuft auf in die Startelf. Feierabend. Ich bin ja nicht doof. Ja. Lass uns morgen abwarten, aber ich möchte die Party auch nicht selbst zerstören. Ja, so logisch. Schönes Schlusswort, Party. Danke, bis morgen. Ciao. Servus, danke euch. Servus, ciao, haut rein. Ja, wie gesagt, sehr, sehr gute PK mal. Ja, ein bisschen interessanter wie sonst immer. Das übliche Geplänkel. Max hat sich ja doch noch hinreißen lassen auf das Nachbohren zu Leroy. Da nochmal, wenn auch nicht so ganz direkt, aber wenigstens ein zartes Statement rauszugeben in Richtung Leroy. Muss sich jetzt halt dran gehalten werden. Ja. Er hat schon viel rausgehauen diese Saison. Letztes Jahr hat sich nicht dran gehalten. Ich denke, dass, wie er sagt, es ist wichtig, das jetzt zu tun, weil was wäre das für ein Zeichen, ja, für kommende Gespräche mit anderen Spielern. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Wochenende. Schöner Feiermorgen. Lasst es uns genießen. Und lasst uns den Abschied von Thomas Müller genießen. Was uns mit Sicherheit ein bisschen traurig machen wird, was völlig normal ist. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Haut rein, bis Montag, 18 Uhr, live auf Twitch. Tschüssi.